Hey, hallo zusammen und willkommen bei Titanfall. Hä? Das habe ich auch mal gedacht, wo wieder mal ein Connection-Unterbruch ist passiert auf der Xbox One. Da ist natürlich der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wie ihr im Hintergrund seht und wie schon erwähnt, spielen wir hier Titanfall und zwar auf der Xbox One. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen zugetextet zu werden, könnt ihr ja schnell ein bisschen chillen und dann erzähle ich euch schnell, was ein bisschen abgegangen ist in Bezug auf das Titanfall. Es ist ja so, dass am Montag, genau, ist es in Südkorea released worden, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube als erstes sind sie dran gekommen. Und dann hat man dann mit dem PC so können machen, dass man mit einem VPN sich eigentlich auf Südkorea verbunden hat. Und dann hat Origin dann gemeint, man ist Südkorea. Hat dann so das Titanfall schon kaufen. Und sobald das Origin gemeint hat, man sei Südkorea, hat man das VPN wieder zumachen und hat dann mit der vollen Downloadgeschwindigkeit aus der Schweiz das Game absaugen und auch zocken. Und das Einzige, was man auf dem PC machen muss, bis es am Freitag rauskommt, ist eben jeweils schnell das VPN auf, das Origin öffnen und dann kann man das VPN schon wieder zutun. Voll easy, klingt vielleicht ein bisschen spässig, aber es ist eine ganz geile Sache. Und von dem her habe ich einiges auf dem PC gespielt. Vom Montag auf den Dienstag morgen ist es glaube ich 4 Uhr geworden, bis ich pennen. Und auf dem PC bin ich jetzt mittlerweile Rang 30. Also doch auch schon, ja, die eine oder andere Stunde gezockt. 7 sind es glaube ich, oder 8? Ja. Ich spiele mit dem Controller, bin natürlich meistens ein bisschen unterlegen. Jetzt ist nur der Vorteil, dass die anderen Maps auch noch nicht kennen, aber PC-Spieler, die es mit Maus und Tastatur im Griff haben, die sind natürlich auch wirklich sehr flink und zum Teil finde ich es unglaublich, was für Präzision dort auf dem PC herrscht. Super Sache, ich bringe es leider nicht her und von dem her ist es jetzt auch eigentlich wie frustrierender geworden. Aber ja, zum Teil haben mich da Leute getroffen und ich muss sagen, holy moly und wow. Aber sowas von wow. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass dort schon gehackt wird, ganz und gar nicht, den Eindruck habe ich nicht gehabt. Auf dem PC läuft auf jeden Fall wunderschön mit 60 Bildern pro Sekunde, 1080p, alle Details hier oben. Ist ein Traum und eben mit dem Controller auch richtig gut spielbar für so einen Consolero wie ich halt bei FPS gleich bin. Wir machen einfach irgendeinen Hang wie nach kurzer Zeit mit Tastatur und Maus. Ich weiß es nicht. Also, und er hat der Screech seine Xbox One Version bekommen, gestern. Das wäre ja wohl der Dienstag gewesen und hat mir dann bestätigen, dass die Server auf Xbox auch schon live sind. Und ich weiss nicht, ob ihr das kennt. Das ist ja das Azure-Netzwerk, das Microsoft aufgebaut hat. In Amerika, in Europa und so ein bisschen, was ist auch Japan oder so. Nur Australien hat ein bisschen verschissen von den Connections, aber sonst haben sie relativ gute Server. Ich glaube in Europa ist es in Holland und auch in UK. So ein bisschen in dieser Region. Und sie haben recht geblufft. Und ich meine, Microsoft hat es schon noch im Griff mit so Serverfarmen und so Zeug. So Sachen machen sie auch im Geschäftsbereich. Und von dem her bin ich schon gespannt, wie das funktioniert. Weil sie haben gesagt, auf dem PC läuft es auf den Origin-Server und dort ist es wirklich perfekt gelaufen, nie ein Problem gehabt. Und jetzt spielst du auf der Xbox und jetzt gibt es Lampen. Die Lampen haben so angefangen, dass ich gestern, glaube ich, noch vor der Nacht schnell eine Runde spielen konnte. Und dann ist nichts mehr gegangen. Ich glaube, bis um halb 12 Uhr probiert und auch auf der offiziellen Microsoft-Seite Xbox Live haben sie gesagt, dass es Probleme gibt mit dem Einloggen und so. Und von dem her war es gestern ein Fail gewesen. Und ich weiss es mittlerweile, wenn Online-Games rauskommen, kann es gut sein, dass es ein bisschen Schwierigkeiten macht. Wir denken an Diablo, wir denken an SimCity. Ja, gute Beispiele. Und rein von dem her hat es mich nicht so erstaunt und wieder mal ein bisschen früher pennen ist auch gut. Aber es ist gleich ein bisschen leid, weil sie ja schon blufft mit ihren Server und der ganzen Cloud und so. Ja. Das ist gerade mein Wecker. Wieso läutet jetzt mein Wecker? Easy. Guten Morgen. Auf jeden Fall, ja, eben bin ich ein bisschen erstaunt, wie es hier läuft auf der Xbox One. Und das war auch lustig. Auf dem PC bin ich immer im Mittelfeld von den Punkten und so, von den Spielern. Ist auch klar eben mit meinen Skills. Und das erste Spiel auf der Xbox One, gerade erst wurde mit Abstand, hat auch etwas ausgesehen. Und klar, haben viele Maps noch nicht können. Und ich hatte halt den Vorteil schon gehabt, dass ich jetzt doch einiges geübt habe. Aber ohne jetzt irgendjemanden anzugreifen, es ist ja auch logisch, die Spieler auf dem PC können anhand von ihren Eingabegeräten sicher ein höheres Skill-Level erreichen als mit dem Controller. Und es gibt auf jeden Fall Leute, die es mit dem Controller extrem im Griff haben.
Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Xbox One-Erlebnis war jetzt leider eher durchwachsen gewesen, aber Xbox One wird definitiv meine Primärplattform für das Titanfall. Haben wir da auch schon den Season Pass gekauft. Und ja, das Gute ist ja, man kann es ja noch nicht kaufen im Store, im offiziellen in Europa, irgendjemand. Aber man kann den Store ja easy ändern auf ein anderes Land. Und vielleicht gibt es dort das Game schon. Und wenn man den Store dann wieder zurückändert auf Europa, irgendwie Österreich, wenn man ihn halt hat, was es noch in der Schweiz gibt, läuft es gang noch. Also ganz eine geile Sache, muss ich sagen, mit diesen Stores und so. Yeah. Eben sind wir noch bei der Xbox One gewesen, was mich auch ganz gespässig gedünkt hat, aber das kann ich nicht von den Zahlen her beweisen. Mir dünkt, die Xbox One läuft nicht wirklich sauber mit 60 Bildern pro Sekunde. Ich finde sogar, dass es sich ein bisschen zähflüssiger anfühlt als auf dem PC, aber eben, vielleicht muss ich mir noch ein bisschen daran gewöhnen. Jedoch habe ich jetzt auf dem PC, wie gesagt, 7-8 Stunden gespielt und ja, das Gefühl auf der Xbox ist noch nicht ganz so flüssig, obwohl ich eigentlich mit einem sehr ähnlichen Controller spiele. Ja, ich weiss es nicht genau. Die Auflösung ist ja 792p und das ist auch viel pixeliger als auf dem PC, definitiv auch. Ja. Aber gut spielbar. Also ich meine, ich habe mich jetzt sehr auf hohem Level beklagt. Die ganzen Sachen, gerade die Anfangsschwierigkeiten, sind normal, die werden sie beheben. Es wird sicher auch der ein oder andere Patch kommen. Es gibt auch das Gerücht, dass sie die Xbox-Version auf 1080p aufpatchen, aber um Himmels Willen bitte nicht, weil sonst würde das Ganze, glaube ich, noch ein bisschen weniger flüssig laufen, was leid wäre. Und für die auf die Xbox, auf die Xbox 360, genau, dort kommt es ja auch auf die Version warten. Dort gibt es interessante Gerüchte, und zwar hört man ja fast nichts von dieser Version. Man hat noch nie irgendwelche Bilder, geschweige denn Videomaterial gesehen. Man weiss, wer der Entwickler ist und man weiss, dass die gute Arbeit machen. Aber es ist alles ein bisschen gespässig. Und scheinbar, eben, es gibt nur Gerüchte, ist es jetzt so, dass Microsoft halt die Xbox One-Version pushen, obwohl die PC-Version zur gleichen Zeit rauskommt. Und weil es noch nicht so viele Xbox One-Kunden gibt, weil sie eben zuerst, dass die sich vielleicht nur eine Xbox One kaufen wegen dem Titanfall, weil sie nicht so Geduld haben. Und darum tun sie die Xbox 360-Version ein bisschen später releasen. Und scheint sieht die gar nicht viel schlechter aus. Aber eben, es sind nur Gerüchte, man hat noch nichts gesehen, aber es wäre noch lustig. Und auf jeden Fall jeder, der eben noch keinen Bock hat, eine Xbox One zu kaufen oder kein PC hat, wo das laufen kann, wäre es geil, wenn es auf der 360 auch gibt. Und wenn das ähnlich gut läuft, wäre das eine super Sache, weil wiederum wollen sie sicher nicht ihre Marke zerstören, indem sie eine schlechte Xbox 360-Version machen. Ja, aber es sind ja schon viele gespässige Sachen passiert, die gleich keinen Sinn gemacht haben. Darum, ja, warten wir einfach mal. Was ist das? 5.26. glaube ich, wo die 360er-Version kommt. Offiziell wird das Game in Europa ja erhältlich sein am Freitag. Und dann wird es dann sicher auch ein paar zusätzliche Spieler geben. Noch ganz am Schluss zum Game habe ich jetzt leider nicht viel gesagt, aber das wird sicher nicht das letzte Gameplay sein, das ich hier wieder kommentiere diese Woche. Hier die Landungsschiffe, wo am Schluss vom Team immer einer oder ein Team eben muss flüchten. In der Beta hat man die relativ easy abschießen, aber jetzt in der Final-Version hier im Release, wow, leckt und mir haben die viel Leben. Wenn du nicht irgendwie 3-4 Titans hast, die konstant draufschießen, bringst du die fast nicht mehr runter. Was natürlich geil ist für das flüchtende Team. Aber ja, da hätten wir alle schon noch gerne runtergeschossen, vor allem nachdem dass wir gewonnen haben. Ja, das wäre so ein bisschen mein Getexte gewesen über die ersten paar Titanfall, Tage und Stunden. Das Game ist genial, ich finde es wirklich super vor Bewegungsfreiheit. Es fühlt sich so flüssig an und irgendwie öffnet sich eine Welt, wo im Call of Duty eigentlich völlig unbekannt war, weil ja, man ist halt am Boden geklebt und das ist auch in Ordnung, das ist auch realistisch und eben ja, man will ja nicht zu fest vielleicht futuristisch sagen, gewisse Call of Duty Spieler, aber ich finde, das ist jetzt so erfrischend anders, das Titanfall. Zieht nach rein, wenn ihr könnt. Ihr werdet ganz sicher nicht enttäuscht werden, wenn ihr ein bisschen offen eingestellt seid gegenüber etwas Neuem. Ja, schön zusammen.